Wie versprach bringen wir Gelo de ganze Sporttag, die mir am Gilles Linster op der IMS der International Motorshow im Kirchbierch enregistriert hunn. Dat geht. Ihr seid vorbei schlimm so selbst. Beim dran als immer der Zeit bist. Ich gefroht auf den Schmal kennen sich. Richtig, ja. Ja? Oh, is doch Ding. Wat? Nicht so das, ne? So. Fängt nicht mal mehr run, ne? Sie fühlt sich nervös. Hallo Blo. Heißt im Arm sein. Ja, sicher. Polo kein Dummete, ne? Weil, Also liest nicht unbedingt doof. Das hat so gesagt. Ich lese. Ich lese so. Ist das auswendig? Nee, ich habe noch nicht gesehen. 2 Stunden zu spät kommen und den Text nicht auswendig gelernt. Text mit dem Carlo nee, nicht mal mehr. Nee, nicht mal mehr. Will mich als Dritt, als Letzten, als Letzten. Wusste auch SE. Small Elephant. Danke beim Gilles dann heute. Fein gut. Komm auf, Enkel. Wirf können wir machen. So viel du willst. Perfekt. Du kannst alles schneiden dann. Ja, alles. Wir schneiden alles raus. Was sind wir da neu? Das ist ja ne? Was sind wir da neu? Was soll es rausschneiden? Ja, geil. Das ist doch kein Problem. Telefonieren nach Villa analysieren. Ein Videokonferenz. Was soll das zurückhalten aus Amerika? Aus Amerika, ja, da wärst du an der Roulotte. Da will ich schon mal Riech setzen an die Tür. Ich habe noch nie selbst gemerkt. Nee. Ich nehme mal lieber da. So, fang mal. Ich werde, wenn der Pascal sagt, Ich muss aber einen schöner Stand, dass so in der durchgeflappt kann. Das ist immer gebiet. Das ist doch scheiße. Ja, aber Ja, das danke. Tipptopp. Okay, Maja, da begrüßen ich hier auf der Racing Show. Und dann für dich stellen wir gleich kurz hier, die Gilles, ich meine, dich kennen soll. Du warst den zweiten Saison an der Euro NASCAR gefahren. Und dann haben wir den Carlo Miller. Carlo Miller geht immer mit für zu filmen. Du warst auch bekannt am Letzteer Automobilsport, ein bisschen auch am Fernsehen. Du machst Videos von Autos, Reviews. Und du gehst auch immer da mit auf Kurse, so lange Sommerzeit ist. Dann haben wir den Carlo Schmitz. Den kennt Gilles schon auf kleinen Bauwohn, gute Kollege vom Armer. Und du gehst auch seit 2 Jahren mit auf allen NASCAR-Kurs und noch mal in Amerika. Also da ist schon ein paar Mal weiter, wie man geht. Dann haben wir den Steve Henches. Moin Steve. Du hast auch einen Numm gemacht an der letzten bei Auto-10. Zumal beim Rallye als Slalom, bis den eigenen Garage, wo du das Auto präparierst. Du warst noch nicht so involviert beim Gilles am Team, das soll auch immer mehr kommen. Dann, ja. So. Fängt mal mit dir, Gilles. Was den 2 Saison geführt kannst du kurz Revue passieren lassen, den Resultat, wie war die 2 Saison, wie hast du dich geschlagen, trotz dem nächsten Jahr? Geschlagen ist nicht als schlecht, ich mal einfach so. Ich bin 5. gehen am Gesamt. Was das Ziel war für das Jahr, dass wir an der letzten Kurs, an der zweitletzten Runde, hingekriegt. Und ja, meine Saison war gut. Ich habe wenig Schritte gemacht, ich bin die letzte Kurs vielleicht ein bisschen defensiv gefahren, weil ich misse. Für Resultat zu kriegen, die Top 5 war einfach Ziel war, für an Amerika zu gehen. Und voilà, das haben wir so gepackt. Wenn ich gucke, den Rennkarriere sozusagen, da hast du gefahren, früher mit dem Kart, du warst mit einem Mustang gefahren, mit einem 2008er Mustang warst du gefahren, du warst ja auch Rallye gefahren beim Steve, ein bisschen auf singen Honda Civic. Laut NASCAR, wie hat das ein bisschen dein Leben verändert? Ich meine, das ist ja bei vielen eine professionelle Serie, du musst schon dich anständig vorbereiten auf die Kurse. Das ist nicht einfach so hinzukommen, die Weekend stand am Auto sitzen und zu fahren. Kannst du ein bisschen deinen Auflauf an der Woche zählen für einen Kurs und dann auch auf der Kurs selber, wie du den Auflauf hast? Der Auflauf für einen Kurs sein, die Woche ein bisschen für ein bisschen zu entspannen. Ich 2 Wochen für ein bisschen trainieren, ein bisschen hart trainieren. Die Woche 4 ein bisschen mehr, voilà, ein bisschen raufkommen, ein bisschen mental sich ein bisschen viel bereden, für das Ganze ein bisschen am Kopf bis 4 zu bereden. Jedenfalls Dueller schon, wo könnte kommen, alles ein bisschen, weil alles spielt sich schon ein bisschen mehr am Kopf, weil alles mehr relaxen. Wir gehen dann 1-2 Mal trainieren. Ja, und dann, voilà, der Weekend von der Kurs, die Woche von der Kurs für der Riesen, du hast ihn dann komplett dran. Element als Rennführer, du möchtest das Engabisch probieren, Maximum raus und dann die Woche noch als voilà, ein bisschen raufkommen, ein bisschen relaxed, das ganz ein bisschen sackgelöst und dann sehr mehr mit Training. Wenn man an Training kommen, ein bisschen Konditionen, viel Simulator und voilà, wir reden auf den nächsten Kurs. Okay. Also im Weekend selber hast du auch Zeit für den Fans. Du hast gesehen, zum Beispiel zu Zoll, da war an Afrika, du hast ungefähr 100 Leute. Ich meine, da kommen immer mehr Leute auf den Kurs zu gucken, auch letztes Jahr, weil letztes Jahr insgesamt am Automobilsport nicht so vertreten sind.
der zieht aber schon die letzte war ja dann run die verschiedene Rennstrecken. Weißt du Zeit für dich mit Ja, ja, natürlich. Ich meine, im Circuit ist auch immer flott, wenn ich dann ein bisschen, wenn ich dann ein bisschen kann bei den Leuten. Für die Fans, wie sie ganz gesehen, wie sie die Wand fanden und auch einfach die Unterstützung zu tun. Das ist eine große Chance, weil für mich als Letzte war ja. Und natürlich hält sich da ein bisschen Zeit für die Leute. Das wird den zweiten Saison an der Nesca Euroseries auf der 5. Platz am Gesamt aufgeschlossen war. Das ist ein erstaunliches Resultat, dass man bedenkt, dass du über 30 Autos mitfahren muss ja schon relativ kompetitiv sein und auch wirklich konstant sein, für die Position zum Schluss zu erreichen. Du hast als Ziel gesagt, in Amerika zu gehen. Das ist eine ganz neue Challenge. Ich meine, das sind, du gehst echt auf Ovale fahren, da sind auch viele Fahrer dabei, die das schon gemacht haben. Hast du eine neue Challenge, den du siehst, oder ja, wieso müsst du die Schwalle von Amerika zu kommen? Bei der Schwalle von Amerika war sich das nicht schwer gemacht, das war noch immer Ziel. Und ich meine, ich nicht von der Nesca, weil das den Dreh für Jens-Franker und den größten Jungen zu fahren. Dann wisst ihr aber, weil er Ziel ist 5 Plätze oder besser. Und voilà, wir sind auf 5. gehen mit viel kleinen Dometer, wo man hatte. Wir haben ein super Team gehabt. Letztes Jahr wie dasselbe Team wie das Jahr für Drohnen. Wir sind das richtig, also wir sind auch als Team nach mich stark gegen die noch besser zusammen geschafft. Und dadurch, dass es geht, kommen wir in Amerika. Da die richtig Leute kennengelernt, die wissen noch nichts, die sind durch das Resultat und du schaffst das alles aus. Hey, das ist sicher, dass wir nächstes Jahr in Amerika fahren. Ja, ich meine, die Leute sind bis noch nichts, aber ich ging durch Filme von Carlo Miller. Mein Carlo, du hast, wie hast du die Idee gesehen? Dann sprich dich erinnern, war das oder eine Kartungskurs, die von DNR organisiert hat? Ja, ich kann mich an das an sich nicht mehr so erinnern. Der muss anscheinend gewirrscht sein an den vielen Jahren, wenn der DNR, wenn DNR nach da war. Du hatten uns eine Karte, die wir gemacht haben, die wir gesponsert haben von DNR. Also, du sollst nicht, wie wir am Gilles gemacht haben. Aber ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Der Gilles sieht mir immer, du hast ein Interview gemacht, und ich so, nein, du jetzt, das soll aber anscheinend so gewirkt sein. Ja, da noch wirst du Gilles kennengelernt haben. Ich meine, wenn wir in Automobilsport, wie sein Papa kennengelernt haben, mit Automobilsport in den 60er Jahren gemacht, das komplett anders als wie heute ist das. Und ich habe da löst mir was mit Automobilsport rausgeschafft. Ich hatte keine richtig Lust mehr, weil ich einfach andere Sachen zu tun hatte. Und in der Spuren zufällig ich den Norman Linster, mit Carlo Schmid gesehen, geht. Und du hast dann den Tag kommt, das gesagt, bin das okay. Mir mehr. Komm mal weiter. Ja, geht 30 Oh, geht da weg, hast du nicht. Guck mal, hier, Hey, wer denkt, das verkehrt und so, das ist leicht mal geschnitten, sorry, den noch nicht. Ja, scheinbar. Aber sie sind ja mehr hart wie mir. Ja, wer denkt, du bist das fertig, also dann können wir einfach weiter. Ganz rausschneiden. So, das ist gut. Ja, die fängt noch nach 6 Minuten. Sie feiern auch. Ja, wie ich dann zum Gilles, da kommt sie enorm mal den Bildsport, also noch bei Sängekurs an der Nesca Wheelen Euroserie, dann das gegangen in den Schmiedze Caroline, beginnt man Linze Jarmer. Und du kommst ins Gespräch, wer ist nicht interessiert, in Kopenhagen gucken zu kommen. Wir werden nicht so, dass ich möchte mal sparen, okay, die ist dann hingegangen. Ich wünsche ein kleines Ding im Matgold, weil ich dann persönlich eine kleine Kamera im Matgold, für ein paar Bilder zu machen. Weil man dann aber ein bisschen Spaß gemacht hat. Und das hat sich so entwickelt, dass ich einfach mehr mitgegangen sind. Wir haben eine Großkamera und so geschafft. Wir sind eine Reportage gemacht, die wir im Dogfighten. Also wir sind wirklich von den Situationen, ich kann schon ruhig so bald professionell durchhaben. Ich war ja auch schon ein paar Mal ich war auch schon mal die ein rundherum bist, also muss ich wirklich so kann ich schon ruhig erwähnen, dass du an der Pension warst. Ich denke, dass du wie ein Mann bist. Mit der Kamera und Lenkrad ganz bis du lebst, das ist schon erstaunlich an tipptopp. Effektiv, ich meine, die Kameras, das ist nicht wie der Ständer. Ja, das schaffst du mit einem normalen kleinen Ständer schaffst du nicht. Du musst halt schon professionell sein. Du, mit einem normalen kleinen Ständer schaffst du nicht mehr. Pass darauf, was du siehst. Kannst du nicht an dem Pferd so, mit einem normalen kleinen Ständer schaffst du nicht mehr. Aber wie siehst du dann? Oh, wir haben heute genau einen großen Ständer geschafft. Und ich wollte so einen kleinen normalen Ständer, kann sie mich schaffen, da muss man einen gehen. Junge, lass mich ja schwätzen. Ja, komm Lass du. mich schwätzen. Wie du da ein Equipment gehabt? Ja, andere Equipment. Ja, okay, mal.
kannst kleine Sterne kannst du nämlich schaffen. Ja, richtig recht. Dann noch weiter. Schneider, dann noch recht. Kannst du eigentlich kurz erzählen, da begann ob ein Kurs aufgeht. Ich meine, du hast ja dann eine Spezialkarte, du kannst immer da als Reporter, Journalist, rundherum die ganze Piste, das heißt, du kannst auch auf die Flottplätze gehen jetzt filmen, wo die normalen Zuschauer günstig hinkommen. Ja. Du siehst auch die Flottplätze, das Haut ist dann auch der Pandemie. Television gehen mehr oder weniger durch immer aufgeschrieben, sogar an den Eck gedreht. Wenn ich nur ein Beispiel in den Nürburgring filmst du nicht mehr. Das den Armolinzer, den du damals, wie sie gefahren sind, da wollte man dann noch etwas filmen, du kriegst du keine Akkreditation, wie du filmst du nicht. Wie wenn du aber einen normalen Laptop hast, du schreibst, du musst verschiedene Zeilen, du kriegst du das. Okay, das ist auch nicht mehr so leicht. Und dann, das zweite Problem ist, sie holen Televisionsscheine mit den Fotografen zusammen. Fotografen machen einfach klick, 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 wenn sie 7 Fotos gemacht, sind sie die beste davon. Wie du als Kameramann musst effektiv schon der Ständer können Wiener stellen oder dein Equipment den Wiener stellen an gucken, du musst einen Platz sichern. Wenn beim Fotograf der Fall nicht das. Da geht es schon immer mehr schwierig. Und dann ist auch der Punkt, wie zu Zoll passiert, dass die belgische Presseleute einen Schlüssel für Plätze, wo die hinkommen, wo du nicht hinkennst. Und du musst dann irgendwie, das fällt vor nicht so, du musst pilotiert sein, für einfach Streckerpost zu rufen und zu dem zu sagen, hey Manni, komm du hin, mach mal die Tür durch. Sie kommen, aber ungern, weil sie hier Platz, dann müssen sie verlosen. Ja, wir haben nicht matt gemacht, zu Zoll, da war dann ein letzter Fotograf, den einfach groß abgetrunken hat, den einfach gesagt, du musst mir ab, und wir haben gut noch abgemacht. Wir waren auf einem flotter Platz, konnten da filmen. Aber dann ist einfach, da kann effektiv ein bisschen mehr gemacht werden. Als Television warst du da okay, du warst an Television da, aber du gehst nicht mehr, wie sonst früher, wenn eine Television kommt, das Bild aufgedogen, dann hast du eingemerkt, das geht es halt nicht mehr. Heute warst du mit einem Fotograf, hast du Gläser gestellt, weil du nicht negativ warst, mit dem Fotografen eine ganz andere Aussicht, wie bei einer deiner Kamera steht. Okay. Ja, das ist wie gesagt gut, dass du dabei warst, für die Filme zu machen. Ich meine, das sind Leute auch dann dabei sind. Das ist schon gut. Ja, das macht mir ganz viel Spaß. Ich meine, der Gilles weiß es ja auch. Der Gilles und ich, wir müssen viel zusammen schaffen. Wenn nicht immer so das geht, dann haben wir auch einen zur Komödie zu Gilles. Da strahlen wir auch einen zu, wenn ich nie vergessen, das war, wir sind, wo sind wir hier gefahren? Francia Kochter mit einem flotten Wit, mit einem Minibus. Flott installiert, und Gilles wurde aber immer dran gefilmt. Und das sind dann nicht so, nicht direkt allein sind. Ich glaube, man muss die großen Triebchen muss weit aufgestellt in das Platz, dann dran und hier und da. Okay, finalement hatten wir das dann durchstehen. Wir sind aber nicht Regenski. Wir haben die Kamera ins Nimmdrehende Bild an den Schirm von der Kamera, weil der Gilles sich wollte gesehen. Und finalement hatten wir dann eine Diskussion zusammen, die sich alles gegangen ist. Dann waren wir die besten Kollegen, also wie sieht der Papa immer so... wie ein Koppel. Boom an den Buch, muss es noch gucken, wen ist. Wie ein Boom an den Buch. Okay, mit Herz aus mit sie verstehen. Das ist richtig. Ja, Koppel. Ja, kommen wir zum Carlo. Carlo, du kennst den Gilles, der Pappname ja schon seit ewig, kann ich quasi so frei aus dem Stocker. Dann hast du mit 3 Kollegen damals 2 Kosmos angekauft, wo der selber Kost gefahren sind. Irgendwann hat der Name ein Ding Paribal. Und kannst du ein bisschen erzählen, wie es Mama, du warst ein guter Kollege von Mama, die hat ewig mal Inzident wieder dünn zusammen dezidiert hat, wie den Gilles seine zukünftige Motorsportkarriere soll aussehen. Ja, den Name bist du vermeiert, aber besser wir werden immer Kontakt mit meinem Kollegen sehen, und du hast gehst, du willst den Gilles nicht nur den Angebot für NASCAR probieren zu gehen. Das ist bei uns lustig, dann kommen wir zusammen, ich noch Dinge innovieren und so, und dann sind wir zu Minuten gefahren, und den Test war super, zu einem leider gerät, die Test, wo wir waren, so noch. Sie waren aber super begeistert von dem, und sind dann übergeworden, ein Saison bei ihnen zu fahren, also mit Optionen immer weiter. Und du hast zusammen gesagt, und du hast gemerkt, und das haben wir nicht, und wir haben gemerkt, dass hier eine gute Idee war, man das für ein Projekt. Wir wussten nicht, aber wir haben Richtung das gefroren, also da haben wir nur gesagt, wir fahren mal 1, 2, 3, 4, 5 Saison, ich bin mir mal diszipliniert, für 2 Saison in die 2 zu fahren, das ist an der NASCAR, Schweizer Barberstadt West, da gibt es 2 Kategorien, in Ideen und in die 2. Die Ideen, dass wir für Profien, die auch nicht Geld verdenken, das wir so
die 2 aus méi 4 Ruckien, die nei absteigen oder eben die so Gentleman Drivers oder so, die können noch oder mat. So, okay, das gut dafür mal 2 Jahre in die 2 Pader fir als du bis zu etablieren gucken überhaupt dabei rauskennt. Und dann gehen wir weiter an die 1, da werden sie immer mehr für Amerika zu gehen. Dann gucken wir, die hatten da gesagt, die hatten Kontakte mit Amerika oder so. Und da sind wir die Aventur gegangen. Ne? Ja. Das nächste Jahr werden ein bisschen, naja, für alle Menschen werden neu. Wir wussten nicht, wer wir sollen mehr Welt gibt, werden gibt. Ich meine, das Thema hat man schon ein Kehr. Und der zweite Jahr wussten wir schon mehr. Also das ist auch besser gegangen, wie der nächste Jahr. Wir haben ein bisschen mehr aufgepasst, ein bisschen wie taktisch gemacht und so alles. Wir haben doch viel gehabt, was gut geklappt hat und so. Und dafür, der nächste war man 9., der zweite war man 5. und 4 Stück. Das ist schon nicht schlecht. Ich meine, Leute, ich dezidiert zusammen in Amerika zu gehen. Zielfleisch für dich. Ich meine, das ist ja auch gut, dass du 2 Leute dabei bist, die da an den Entscheidungen auch ein bisschen helfen oder mal droht zur Seite stehen. Ich meine, so kannst du dich auch komplett auf Führen konzentrieren. Ich meine, während dem Weekend, also, ich meine, der Pap und der Carlo, sie schätzen nochmal mal ein Team, sie gucken für die Sponsoren, sie gucken für die ganze Administrativsache und so, dass du dich kannst auf Führen konzentrieren. Ich meine, das ist ja auch ein Hilfe für dich. Sicher. Und das hilft doch sicherlich dir, auf der Kurs besser zu performen, weil du alles noch selber machen. Also, ohne sie wäre es sowieso nicht möglich. Also, die Arbeit für sie nirgendwo machen, auch die Arbeit für die Carlo und alles. Das ist eine riesige Wolle von der Arbeit. Das kriegt ihr so nicht direkt mit, weil man mit der Führer gesagt am Auto und das Resultat kommt. Aber das, die Arbeit, die sie machen, ist eine Riesenarbeit, wirklich eine Riesenarbeit. Und ja, in Amerika geht die Arbeit noch ein bisschen mehr, nicht für ihn. Das ist natürlich auch flott, wenn ihr dann ein Resultat gesehen habt. Ich meine, was unterstützt geht, zwischen ein paar Kollegen. Ja. Und da, wenn sie gesagt hat, in der Karriere weitergeht, los Mengen von Europa an Amerika zu gehen, das ist ein riesiger Schritt. Die Mansten können das machen, die Mansten packen dahin. Ja. Ich meine, das ist schon mal gut angefangen. Richtig, richtig. Ja. Da kommen wir zum Steve. Steve, du hast dich kennengelernt, wenn ich mich richtig erinnere. Du kennst noch schon seit kleinem Mund. Wenn du damals bei dir den Stage gemacht für 3 Lizenz zu kriegen, das, wenn ich mich nicht irre, das hat immer zu Lick gewirrscht auf seinem Parcours, wo es mit einem Auto dafür ist, den Hannes Lick gehört, das heißt, du hast schon ein bisschen mehr performance-orientiert. Ich meine, kannst du eigentlich kurz, ja, so, wie du dich da damals gesehen hast? Und, ja. Also ich immer zum Stage kommen, wo man Lizenz gemacht und da gibt es eine ganze Cope Highlights für drunten. Der Carlo hat eine kleine Geschichte erzählt von Gilles, wo jung war. Ich habe noch eine kleine Geschichte, wo jung war. Das ist eigentlich so gegangen am Autocross. Der Gilles hat viel Kart gefahren und der Name hat mich immer so geschwärzt, ob es eine Möglichkeit gibt, für auf einem sozialen Niveau ein bisschen Motorsport zu machen, was nicht so viel Opfer ist, was nicht so viel kostet. Dadurch, dass ich am Autocross war, an Mädchen Einsteigerklasse gefahren und das wäre es mit einem kleinen Polo und ich das proposiert. Du musst relativ sicher so ein Auto für einen guten Preis gefunden. Wir waren die sicher. Und da sind wir dann jedes Mal Stoppelsteck damit gefahren. Wir dann überhaupt wohl, dass die Schiedmann mit einer Karosserie rundherum kommt fahren. Ich komme aus dem Kart, 100 Kilo weit. Also hat ein Auto mit einer Karosserie rundherum, die 800 Kilo weit. Und wenn man dann nur die erste Versichtung gemäht, und das werde ich dann, wie der Carlo das gesagt hat, auch nie vergessen. Da sind wir dann im Stoppelsteck der Formation auf den 2. Gang gefahren, auf den 2. und 3. Gang haben wir gebremst. Und das Ganze, das war alles so neu und so ungewinnt. Wenn man nicht sitzt dran, dann hängen die drin quasi in die Stangen. Ja, bei den meisten Bremsen, da sind ich dann mal durch das Auto gefallen. Ne? Weil ja, Bremsen auf einem Kart mit 100 Kilo, Bremsen auf einem Auto mit 800 Kilo, das waren 2 pure Schwung, bis dass wir das dann mal ein bisschen so raushaben, dass das doch wie du es geht. War das ganz schöne Mütterlich, das war mit den Pablo Plätzen verbunden, dann wird da noch ein bleibendes Erlebnis bleiben. Ja. Lang Donno kom dat mat der Lizenz, der Junge gebraucht für die Saison man Mustang für den Das war 2012, plus du den Auto sich op der Piste doch präpariert hast. Genau. Gilles an Namen begleitet. Ja, das war 2012, das war eng Saison der STT. An hierbei sind wir nach Lützeburger Meisterschaft Bierschkosten ans Slalom gefahren. Ja. Du mor eng Lizenz gemäht an du mor an Menger Schul, wann ich der sowieso. Ich meine mittlerweile ich 15 Jahre dahin, der ich das schon mal so. Und wir dann noch da 6 Schritte gemäht am Rutschen, am Driften. Und
Ja, dat war mal alles schön. Gilles hat sich immer an alles rangebosst, an immer alles han erfrot, für wat hei, für wat lo, wat muss mir dat so machen, für wat können mir dat net so machen. Und ja, dat huet sich gesteigert bis zum Mustang, bis zum Champion-Debutant. Dat geht auch so vielen hin erréet die Sache noch immer. Ja. Ich stelle die Sache noch immer froh an irgendwann ein Keier gëtt et besser, dat gëtt schlecht an. Ja, dat sein Talent fir dat dann op der Piste umzusetzen und zu weisen und dat wat der gesund kind zu machen. Gott sei Dank, vielleicht hat ich da ein bisschen Abfluss drauf, dass man von Anfang an Bulli an den Dinge gerutscht sind, dann ja, haut auf einer proper Stoß kann das gebrauchen und umsetzen. Ja. Ich meine, ja, das schwerste Stunde, Gilles war 2012 Espoir-Champion. Wir vielleicht ein kurz darüber anzugehen, ein Espoir-Champion. Da zählen dann, ich weiß nicht mehr ganz genau, wir haben ganz paar die Kursen hier aus dem Land die, und da auch an Deutschland zum Beispiel bei der CT. Du musst so viele Resultate machen, die können du eine Chance, um hier beizuziehen. Du warst du Mustang gefahren, du hast nach guten Resultaten gefehlt. Du kannst den Rallye-Auto vom Steve fahren, den Rallye zu fahren, Slalom zu fahren. All die Resultate zählen dann natürlich dabei. Und ich meine, ohne Steve seine Hölle wäre das vielleicht auch nicht schwierig, den Nespa-Titel zu hören. Und ich meine, das wäre unmöglich gewesen, für den Nespa-Titel zu kriegen, ohne den Steve seine Hölle. Das wäre sicher nicht möglich gewesen. Wo Steve mal viel geholfen hat, war ich mal 15 Jahre, für dass der Kap mal versteht, was Rennen von ist. Steve hat mal nicht einmal auf Fangere geschlagen, wenn Fangere und andere mir zu einem Steuerrad waren, wo das gut ausgesehen hat, mir nicht geholfen hat, für sehr auf zu kommen. Und das hat Steve mal ganz viel geholfen, dass du wusste, guckst, du fährst doch. Und am Anfang gesehen, ja, und am Auto, sobald es taktisch geht, dann im Tanner war ganz viel laut. Und das hat Steve und dafür gesehen, schon ganz ruhig vorher gehen. Du hast nicht viel Mann Arbeit, du hast Steuerrad und Haut lachen, ich stehe selber und stand unbuchtig, sie wird leider gegangen, sie mit den Händen überall, hier schon 200 Steuerrad umzupacken. Und das war die erste Zeit, die ich wirklich gelernt habe. Und anderen Bulli führen, das ist die beste Schule für alle Jungen. Ich weiß, du schätzt mit den Händen, wie du siehst, ich habe beim Steve auch das Dash zu leck gemacht. Richtig, ja. Ich meine, zu driften, das ist ganz wichtig, wo die Hände um Lenkrad sind, weil wenn ihr das gut beherrscht, wenn ihr das richtig möchtet, dann sieht das ganz proper aus. Ich kann sehr gefährlich gehen, wenn du musst umgreifen, wenn der Gagependler könnt. Ganz genau. Und, das war schon eine gute Schule. Ja. Für mich die beste Schule. Ich noch damals war nach dem Führerschein, sind wir in Deutschland, weil ADAC sind wir eine Karte vor der Langstrecke, die hat 3 Stunden gedauert, dass sie wegen für guten Nummer gefahren. Die noch die erste Kurs kam, da hat man meinen Schmeißstopp an Go evitiert. Weil du das müssen merken, das müssen tanken und dein Gewicht immer aufpassen. Dann hat man Gewicht hat genug immer falsch, Stimme war falsch. Immer über den Bullen, die man Kerke können, das wissen. Wir hatten alles falsch gemacht. Man konnte falsch machen. Aber ich will kurz weiter, die letzte Kurs haben wir gewonnen. Ja, das war mal das am ganzen Ding. Ich als ein Team gewonnen hat. Das war schon ein guter Erlebnis. Ja. Steve, du hast gerade gesagt, du hast dem Gilles viel beigebracht für zu fahren. Gilles hat das gesagt. Gilles hat das aber gesagt. Also das Jahr eigentlich zu Venray, was du selber eigentlich mit deinem Nesca gefahren, wie der Gilles fährt. Das heißt, du kannst dir ein bisschen Tipps geben. Das war getauscht, ja. Musst du aus einem Auto sitzen. Ja, das ist nicht so einfach, wenn du 15 Jahre lang Leute siehst, was du sollst machen, was du sollen machen, und dann klemmst du an den Auto und dann sieht dein Schüler da, lo musst du Gas geben, lo musst du bremsen, lo musst du renkeln. Ja, aber das ist so, die Generationen ändern sich und ja, ich meine, dass hin am Nesca weiß, wo es geht, das wird in die 2 letzten Jahre ja ganz demonstrativ gewiesen. Es war ein 9. Platz, ein 5. Platz. Ich bin gespannt, was nächstes Jahr für Platz rauskommt. Laut Rechnung müssten wir ganz noch bei der Hinter sind. Ich meine, Gilles, wenn wir hier gucken, hier ist wirklich kompetent Leute niedersetzen, die dich an alle Bereiche können unterstützen. Der Steve mit seiner Motorsporterfahrung, der Carlo, mein Papa, auch mit der Motorsporterfahrung, mit der Administrativservice, der Carlo Miller, mit der Kamera, mit den Videos. Der Papa darf man eigentlich erwähnen. Ich meine, den Namen ging schon nicht gut. Richtig. Und ich meine, mit dem Team, was aber gut aufgestellt für die Zukunft weiterzumachen. Sicher, ich denke, dass nicht nur vom Auto hier, mir auch Team rundherum, werde ich sicher das stärkste Team in meinem Land tun. Und ich meine, dafür können wir etwas Großes machen. Dort kann noch mal, ja. Gilles hat just gesagt, ich meine, mit dem immensen Team, wenn noch hier so ein bisschen nicht gestritten wird, ein bisschen gemalt wird. Das gehört dazu. Ja, das gehört dazu. Weil jeder sieht seine Meinung, als jeder sieht seine Meinung und ein Fahrräder weiß, wird darüber diskutiert und dann wird das enorm so gemerkt und das besonders immer richtig alles gut rauskommt. Und dann ist das, weil doch mehr Spaß macht, wir können mit ihnen zu gehen, immer kann doch schwer als Heinz zu schläfen, wie du gesagt hast, okay, das können wir dann mal erklären, aber auf jeden Fall, ich kann immer so, der Gilles Linze, ein Top-Team unter sich und dass das bei dir hofft, bleibt, dass der Gilles weiterkommen will.
Richtig, ja. Gilles, Lummer nach 2 Überraschungen für dich. Lo get schön. Du kriegst für dich mal denke von Mari Schwert. Die will da Kado überrecht. Oh, das ist leid. Harry, du warst Genau gefreut. das. Wonner kleng vor zum Gil ze soen. En de gut Team runëm sechen. Watch awer muss dem Gil héi jorechten. Schën schon film mengg am letze beier Motorsport gesinn, die kom sinn, die gefuer sinn, die Jo opweises hatten, an die dann awer Meergen vor an der Versenkung verschwonne sinn. Wat beim Gilimens flott ass, dats das fest dem Sees, dat schafft du an de probiert dat unzuhhöllen an net ëmzusetzen. Ob net lo so ëmsetzt, wie du met sees oder op net Sänger Äderweis ëmsetzt. Dat sieft du hingestaltet, net funktionéiert an zu enger Reusit bringt. Der Gast hat molle beweis dafür, dass du net wie dat Mauerschwz oder wie den Karosserie vom Auto, die dann net entfert. Dat muss ich immer so, also egal wat du gefrot hue, wann wird gesot net immer probiert. Eng op mir eng Rauer derweis, eng op mir eng Software derweis jegent huet net probiert, dann huet dat best rausgezünn. Schwngen dat hëlleft dem W wo bis lo ass, an noch wahrscheinlich op dem W4 hun bestimmt nach die oder die andere Kaier weiter. Ja, schmengen alle Kritik as sech eng positiv Kritik, schmengen das normal, dat was sech awer nach am Ufang vun der NASCAR-Karriere, das normal, dat du nach méi kënnt, dann du werden méi kommen, das Pascaltyp wahrscheinlich dankbar. Sicher, ich meine, das du wost du leiers. Wann du da klemmt, dann du meinst, du warst der Wäschen, du warst der schnellsten, da warst der sehr schnell fertig. Ja. Das ist wichtig, dass auch Leute, die vorbei sind, das ganz gesehen. Ich weiß noch ganz viel mit Charlie vorbei, wenn hier einen Kurs analysiert, dann so, wie seht halt, wie hast du das am Auto gesehen? Für mich das so ein Selbst, wohin dann das kann, wohin das wissen kann, zusammen aufschwätzen für Duelle oder so, für die Sachen alles auszuschaffen. Und das ist wichtig, weil der Charlie noch das Saison nicht mein Spotter, weil nächstes Saison wird Charlie auch mein Spotter für einfach nach den nach Minuten droht, so weil man es gut kennen, weil hier genau weiß, was ich am Auto mache, wird auch da das noch viel Hilfe für direkt zusammen können schaffen, weil wie den Charlie kann ich auch blind vertrauen, dass ich an Amerika, wenn hier mehr seht, vor Ruf, dann finde ich Ruf. Und das sind alles Sachen, die ganz, 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 ganz wichtig sind, für Führung zu kommen. Das geht auch lo an Amerika, wie du just gesagt hast. Ich meine, du musst doch Leute drin, die vertrauen an dich, aber musst du vertrauen an sie. Und ich meine, das ist das, was du schon 2 Jahre bewiesen hast, dass du das Vertrauen immer rumgehst, dass du mal an einer Kombination unter den Auto, also eine Rennkombination unter den Auto lässt und guckt, was ganz viele andere Piloten nicht merken. Die kommen ran, die so einfach mit Autos gerne das nicht gegangen. Ich meine, die Zeit Rallye sind doch ganz viele drüber gucken gegangen. Ich war auch an einem Team, wo ich effektiv ein bisschen mal an der Kulisse gesehen habe. Da waren Piloten, die sind rankommen, die einfach nicht gesagt, die sind geschnitten und sind ja weg. Du wusstest, ein Ingenieur nicht verlassen werden. Wie du gehst bei denen, du schwätzt mit dem, und dann ist auch ein großer Fehler. Ja? Das ist das Minimum, was du als Führer muss machen. Das ist so immer ganz viele Leute sagen, ja, du musst genau dein Auto kennen. Nein, das kann richtig sein, sind ich aber nicht. Und Steve mir in der Polo aus nie geholt, da war ich stark. Und zusammenbauen, schon dem Steve nur geguckt. Also nee, das ist immer mehr einfach. Ja. Also sind sicher auch ganz viele Führer, die ihren Auto selber zusammenbauen, selber alles drauf kennen im Auto, auch richtig sehr sind. Ich selber sind das nicht, ich probiere zu lehren, ich arbeite mit meinen Ingenieuren zusammen oder mit den Leuten rundherum, die mir besuchen, so und so. Aber ich selber kenne, ich weiß, was mein Auto hat, ich weiß, wie mein Auto so viel von einem Problem hat, aber ich kenne mein Auto nicht als Nehmen und anderem zusammenbauen wie verschiedene andere Führer. Dafür ist es umso mehr wichtig für die Leute rundherum zu holen. So noch dazu so, wir hatten einen Kontrakt für Holland zu Rennräder, das ist dann im VR. Und da waren wir auf den Testtag. An den Autos war ganz neu. Mein Mutter an mein Bord an alles just war das gegangen. Du waren aber dort 2 Amerikaner, das heißt, die an Amerika Garage hun an die waren noch dort für den Auto bis nach 13 machen. Die hatten zwar nicht Stunde zu dem, die Auto mit Zimmer gebaut. Die waren die Gilles die Stunde abgeregt hue, dann ist aus der Küche gesprungen, dass den Werber nicht kommt vorwählt. Mit dem der so sympathisch fand, dass er den Fong gehalten rund um die Gilles will den Kiefer bauen in Amerika. Und dafür das ist ein Charakter. Ich meine, dass man leider Seele dabei, wenn du mit leider Seele dabei bist, dann ist es ganz ehrlich dumm, wenn du hintergehst und siehst, okay, ich muss da fahren. Ich meine, das ist ein ganz anderer Charakter. Ich finde schon ein Mann, der lebt, der klemmt am Auto und das ist ruhig. Du kannst noch filmen in dem Moment, wo auf der Linie die DPR steht. Du hast keine Dinge, dass nervös ist. Also, du siehst an der, ich muss ihn effektiv so, das ist so kannst du. Nee, nicht mehr. Ja, nee, ich meine, das ist ein Charakter, am Leben die Leute zu respektieren, für das, was zu machen. Ich meine, das ist ein absolutes Minimum. Es sind viele große Rennführer, die leider nicht so funktionieren, die vielleicht auch einfach Budget haben
wo Leiit an Gro sind, die einfach Geld op Dëch lehnen, die mat net ab sie dien, die muss mat kegem Fall sinn an den as alles egal, wat run den Auto lebt, op se echt oder lachte gin. Die wollen da komplett ernst Stopp, dat sie ein Pilot die gehen wie gesot ist, dat sie Profien die hun eng Pai, die steuer net davon du bist toten kann ich schon so semi professionell, wie du musst gut, du musst einfach du dingen dingen an der hue so geklappt, ich mengen den Leiit von wie de Charlie den gut rotschläget. Die besonders an net schlecht, wenn es net so weit kommt, dass eng Di gemerk schreien für an Amerika. Ich hoffe alles gut wünschen noch an ich menge mat den Charakter du man Amerikaner dënnen neen an Dat gesi immer dun. So Gilles, lo kennt kom awer zu den Kado. Zzwee hun Ja, zwei, noch gut nicht den nächsten. hast man schon ball no. Harry, ganz kom. Harry ganz. streng Liberation Tip top. streng Dinge Für uns merci. 4 Kugeln. Wow, all Respekt. Super schön. Merci Harry. Du Carlo. Und dann Christna en zete Kado kleine Standard. Dafür hast du dann groß genug. Oh, ich kann alles zu summen. Super. Merci. Die Klänge Standard. Für Menge Europa. wirklich Lo der man schi net denkt Deivelerei. ganz proper hat schon lang alles opgerat nervös Das alles ein Charakter sagt. sommer so wie der Papa mal se mit zwei. Der schon den enke so. Ich mag nicht so spannend dran schlief. Ulala Kan se die Straße dann läuft köcht op Ulala Ehrlich. richtig geil. War du was an Detail gegangen und die Jift? Mat der Geler Kombi an alles. All Respekt. Reservieren nicht. Schön. Aber mit Autogramm. Tip top. Schön. Vielmals merci. Mag ich shit. Harry. Merci. Ja. Können wir so ein. gin as de Bild Oder hol dir zwei. Soll ich Toilen heiser? Ja, null du. Ja, ich bin aber nicht fest. Da gehen nicht raus aus dem Bild. Ja. Oder soll ich an Druck bleiben? Ja. Nee, komm ich gerne raus. Ich gucke ins Bild. Das ist schön. All Respekt. Vielmals merci. Merci Harry. Er halt sich ein Kunst als heute wieder. Genau, du hast wirklich, ja. Okay, super. Boah, ein Teilsflieger. mat die Druck.